Die Damen und die Herren, die Organisatoren von der Ökofoire, dem Movement Ökologique und Ökozentrum Pafendal waren der Meinung, dass ein paar Wochen vor den Wahlen kein Politiker auf dieser Platz sollte engagiert haben. Das nicht aus Respektlosigkeit für die Politik, sondern aus politischer Korrektheit von uns als Nichtregierungsorganisation vis-à-vis von den unterschiedlichen Parteien. Es kann nicht meinen, wir wären mehr hellig wie der Papst, wir bestehen eben auf unserer parteipolitischen Unabhängigkeit und Korrektheit. Wir wollen das also ausdrücklich so verstanden wissen. Also ich frage, dass aber ein Reihe von Politikern Gäste auf dieser Ouverture sind, besonders neben den Minister Etienne Schneider, der Nicolas Schmidt, auch als delegierter Nachhaltigkeitsminister der Marco Schank, Präsident von der Umweltkommission für die Chambre, die anderen Deputierten, auch Europadeputierten, die Responsablen von Ministerien der Verwaltung, politische Parteien, Gewerkschaften, ONG, Aussteller und Freunde. Mir geht aber die Chance, an meiner Funktion als Präsident vom Ökozentrum über etwas zu schwätzen, was uns wirklich um Herz liegt. Aber wo mir auch immens froh wäre, wenn der Wahlkampf zu einem Thema geht, nämlich die Art und Weise, wie Entscheidungsprozesse an diesem Land auflaufen. An Zeiten, wo viel von einer verbesserten Governance, wie so heute sagen, wo Simplifikation administrativ an Ähnlichem geschwärzt wird, stellt sich die Frage nach der Rolle vom Bürger, von der Bürgerin. Komplexität von den gesellschaftlichen Herausforderungen von heute, Globalisierung, Tatsache, dass viele Decisionen nicht mehr um nationales Niveau geholt gehen, Wirtschafts- und Finanzkrise, eine mehr hohe Arbeitslosigkeit, mehr aber auch Angriffe an Privatsphäre, das sind Charakteristiken von unserer Zeit. Aber bei manchen Bürgerinnen lesen sie ihr Genre Ohnmachtsgefühl aus, eine gewisse Politikverdrossenheit, vielleicht auch ein Rückzug ins Private, no Motto, den Einzelnen kann ja doch nicht daran ändern. An Dach. Am Mai vom letzten Jahr hat der Movement Ökologique an den Ökozentrum an dem Kontext ein grosses Seminar organisiert zum Thema Bürgerbeteiligung mit einer Reihe von unerkannten ausländischen Experten. Rund 160 Leute haben damals Rundel geholt. Am Moment vom letzten Jahr war auch ein Fachseminar mit Gemengen, die an dem Kontext Pilotprojekte machen. Auch eine Broschüre zu dem Thema hat auf viel Interesse gestoßen. Seither als die von dem Arbeitshilfe, von einer verstärkten Arbeitshilfe von den Bürger und Bürgerinnen sei weggegangen. An einer Reihe Gemengen und dezidiert, zum Beispiel am Kader von der Ausarbeitung von den PAG im Zusammenhang mit der Etude Präparatoire, Bürger und Bürgerinnen an Interessegruppen anzubeziehen oder auch beim Aménagement von öffentlichen Plätzen oder sogar bei der Gestaltung von ihrem Budget. Was hat eine nachhaltige Politik mit mehr Bürgerbeteiligung zu tun? Der Begriff von der Nachhaltigkeit begreift ja einen Ausgleich zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen. Wir haben auch zwischen den Ländern vom Süden und vom Norden. Wohl wissend, und das geht Heinz zu vergessen, dass Begrenztheit von den Ressourcen auch an unserem Land und noch die Grenze von der Belastbarkeit vom Umweltraum der menschlichen Handel Limite setzen. Und dass noch muss verstärkt in Generationen von Mur denken. Wenn aber ein Ausgleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Interessen will, die muss es doch fertig bringen, sie an die Haut von den Männern zu versetzen. Andere Meinungen zu akzeptieren, andere Positionen zu verstehen, auch von denen vielleicht du einen anderen kulturellen Hintergrund tun. Das setzt eine Perspektivwechsel voraus, wo ich eine Vorstellung aus unterschiedlichen Point de vue gucken und nicht nur aus Mengen eigenen. Und so ein bisschen mehr vernetzt denken, braucht einen freien Zugang zu allen Informationen. Über Projekte, über das Problem. Wir brauchen also endlich an diesem Land eine zeitgemäße Gesetzgebung, nach Modell vom Freedom of Information Act an Amerika. An der Gesetzesprojekt, den am Moment viel Leid zementiert just die aktuelle Frilosität
von manchen Ministerien und Verwaltungen, wenn es darum geht, aktiv auf Bürger und Bürgerinnen mit Informationen zuzugehen. Mehr, auch wenn die umfassende Information eine Voraussetzung ist, für unterschiedliche Point de vue zu erfassen, sie ist kein Ersatz für eine reelle Partizipation, für einen direkten Austausch von Argumenten, einen Mattspruch. An eine reelle Partizipation geht auch über die formal gesetzlich vorgesehenen Prozeduren heraus. Sie setzt an einem frühen Stadium an, lässt Alternativen zu, lässt neue Ideen an andere Wege ausdrücklich zu. Und das geht nicht mehr in einem moderierten Prozess, wo ihr nur statt an gemeinsamen Ideen ringt. Ich komme vielleicht zu dem Wichtigsten, vielleicht auch an unsere aktuelle gesellschaftliche Situation hier am Land. Dadurch stellt eine verstärkte Bürgerbeteiligung nicht nur eine Emanzipation vom einzelnen Bürger durch, aber sie kann zu einer mehr solidarischen Gesellschaft führen, zu einer mehr großen Kohäsion soziale. Für was? Weil so eine Beteiligung geschieht ja um Terrain, geschieht an einem Quartier, an einer Straße, an einem Dorf, an einer Stadt, wo Leute von unterschiedlichsten Bohren, von unterschiedlichsten Bevölkerungs- und Altersschichten, Lützeburger und Nicht-Lützeburger, stark Echter, Nocher, Beigeprofter, hier Meinungen können abbringen und zusammen neue Wege erfahren. An eine Partizipation von politischen Entscheidungsprozessen erlaubt der Wortkomplexität, von der Realität haut besser zu verstehen und zu sehen, dass nicht immer alles schwarz oder weiß ist. Und auch, bei den Heizungen muss politisch Schweren treffen, die nicht immer gerecht gehen. Und es verliert ihnen dadurch nicht unbedingt mehr Zeit. Dadurch, dass Ketten echt auf den Tisch kommen, dass leider an Interessegruppen echt angebunden keine wertvolle Zeit gewonnen gehen. Polemik, die durch die Fehler von einem überdimensionierten PAG und das wurde der Gemengen Sternen ist, Entschuldigung, der wisst, wo ich schwätzen, hat so können wohl verhindert gehen, wenn unterschiedliche Entwicklungsoptionen am Vielfalt mit den Leuten diskutiert gewesen, da wie viel Zeit gewonnen gehen. Und ich meine noch Politikkultur in den Interesse, Bürgerbeteiligung hält der gewählte Volksvertreter nicht weg. Es ist hin nach immer zu entscheiden. Es geht de facto um sich nach einem neuen Demokratiemodell, die repräsentativ und partizipativ Demokratie mit nie verbindet. Wir haben eine Etude gemacht auf der Uni Lützeburg, wo wir Studenten von der Aufschlussklasse von der Lycée gefragt haben, sowohl Klassik und Technik, wo sie mengen, was den Einzelnen kann zum Klimaschutz beitragen. Das wäre ein Fallbeispiel. Dann werden darauf, wo mich persönlich schockiert. Ob froh, was kann also den Einzelnen für den Klimaschutz machen, und 20% von den Jungen keine Möglichkeiten gesehen, 70% haben ausschließlich Möglichkeiten am privaten Bereich gesehen. Also Energiespuren, Geräte, Mobilitätsverhalten etc. Und nur 1,5% von den Jungen haben Möglichkeiten am öffentlichen Kontext gesehen. Also Einflusshöhlen politisch Decideuren, Engagement in einer Gruppe, Sensibilisierung von anderen Bürgern. Der Bewusstsein bei diesen Jungen, dass die Einzelne durch sein Privatverhalten etwas kann ändern, ist schon bemerkenswert. Mit der Bedeutung vom Politischen als nicht so groß gesichert, ist aber ganz problematisch an Mengen an. Auf was will ich raus? Ob froh, wie kann die Jungen, wie kann die Bürgerinnen ermöglichen, sich gesellschaftlich anzubringen? Das ist entscheidend, meine ich, für uns, dass Staat, Gemenge, Schulen und andere Strukturen die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, Freiraum an Offenheit von Strukturen und Entscheidungsprozessen, wo das überhaupt möglich ist. Und ich will zum Abschluss 4 Punkte nennen, die mir an dem Aspekt wichtig sind. Außerhalb von den politischen Parteien, die eine ganz wichtige Rolle in unserem System haben, gibt es ein großes Engagement in einer Vielfalt von Organisationen. Schülerkomitee, Jugendbewegungen, Jugendhäuser, lokale Vereine, Nichtregierungsorganisationen, soziale Karitativbewegungen und so weiter.
die Stärkung und Anerkennung von der Rolle von der Zivilgesellschaft, der Grundlage den ehrenamtlichen Engagement ist also ein wichtiges Uleis von der Politik, übrigens auch an ihrem eigenen Interesse, weil durch ein vertieftes gesellschaftliches Engagement kann entstehen, und auch an der nächsten Phase parteipolitischen Engagement. Zweiter Punkt, politische Bildung. Am Sinn von einer Education citoyenne geht es am Moment an unseren Schulen wie allgemein an unserem Bildungssystem bald gut nicht. Und noch wenn das am Koalitionsprogramm von der aktuellen Regierung steht oder steht, als quasi nicht erfolgt. Ein Symptom dafür ist, dass zum Beispiel ein hoher Prozentsatz von den Schülerinnen, die wir befragt hatten, aus den Lyceen, ugin hun nie oder Seelen, Sozialeinrichtungen, wirtschaftliche Betriebe oder öffentliche Institutionen besicht zu haben oder Diskussionen gehört zu haben mit Politikern, Akteuren aus der Gesellschaft. Bildungseinrichtungen und notamment auch die Schule muss sich also abmachen auf die Gesellschaft. Aktuelle Herausforderungen abgreifen und den Interesse von den Leuten, besonders von den Jungen, umsetzen. Ein kleiner Klammer, der Ökozentrum Perth hat die Chance, aufgrund vom Entgegenkommen von dem Staat und der Stadt Lützeburg am Frühjahr funkelneuen Center können abzumachen, für seine Opfer und Umwelt, ökologischer Bau, Landwirtschaftsberatung noch Pilotprojekte wie zum Beispiel den Öko-Top 10. Wir werden probieren, zusammen mit Movement Ökologique auch im Bereich von der Weiterbildung, Organisation von Seminaren, einen Beitrag zu der Education citoyenne zu leisten. Ein dritter und vierter Punkt, und das ist ganz entscheidend, denn ich gesehen habe, eine Reihe Leute aus dem Bildungssektor auch sitzen. Motivation und Lust auf Engagement kriegt ihn aber schlussendlich bald dann, wenn die Möglichkeit hat, mit zu schwätzen, etwas mit zu dezidieren, was selber, was sein Umfeld betrifft. Wenn sich mit seinen Sorgen an seine Ideen kann abbringen. An der Schule heißt das eine partizipative Schulentwicklung ermöglichen. Eine Gemeng bei dem Planen von der Zukunft von einem Quartier oder einem PAG-Matzken zu machen. Im nationalen Plan heißt das aber auch endlich, zukünftig umzusetzen, wo nicht nur institutionalisierte Akteure, die ihre Bedeutung natürlich schon, aber auch Akteure aus der Zivilgesellschaft und Bürgerinnen mehr stärker angebunden gehen, und natürlich auch die Möglichkeit von einem Referendum zu wichtigen Fragen anzusetzen. Vierter und letzter Punkt. Und das gesagt bei einer Reihe von Projekten, die hier auf der Ökofahr vertreten sind, das vielleicht doch in Städten und Gemeinden für die Kader zu setzen, für neue Sozialbewegungen zu ermöglichen, die selber hier Vorstellungen konkret lokalen und regionalen Planken umsetzen. Das geht von Baugruppen und Modell von Tübingen bis hin zu Gemeinschaftsanlagen im Solarenergiebereich, Tauschforen, Kooperative, Gemeinschaftsgärten und anderen. Über den individuellen Engagement daraus sind auch neue gesellschaftliche Wege, die sich abmachen. Partizipation ermöglicht, dass mehr Bürgerinnen aus der Zivilgesellschaft, aus unterschiedlichen Milieus und Altersschichten stärker gemacht gehen, für sich über die legitim Individualinteressen heraus an gesellschaftliche Fragen anzubringen. An die Diversität als stärkt von einer Bürgergesellschaft von Mur. Sie setzt auf Kooperation, respektiert Differenzen, weist unterschiedlich Wege ab, lässt Meinungsprozesse zu, kann ein Schlüssel sein für eine neue politische Kultur in diesem Land an, da das meine persönliche Meinung den Teil von einer Antwort auf aktuelle neoliberale Tendenzen. Ich so nicht merci.